Und da sind wir schon beim zweiten Spiel am ersten Tag des Spengler Cups. Hier bei NHL 19 Spengler Cup Modus im Jahre 2018. Wer das Match spielen kann, da gegen HC Davos. Und ich würde sagen, da ich ja sowieso Davos-Fan bin und dementsprechend natürlich auch will, dass das Team gewinnt. Und auch Schweizer bin, dass eine Schweizer Mannschaft ist, werde ich alles weitere auf Schweizerdeutsch kommentieren. Viel Spaß! So, natürlich machen wir erstmal Spiel starten. Dann sind wir auf der Seite von HC Davos. Wie können so anders sein? Mal ganz kurz mal schauen. Sind wir das Heimteam oder sind wir nicht das Heimteam? Ich bin gar nicht mehr sicher. Ja, super. Game Center. Wir sind das Heimteam. Okay, ja, ist eigentlich logisch. Wieso schaue ich noch groß? Gegen das Gastteam, dann stimmt das so wieder. Okay. Davos gegen Kanada, sollen wir loslegen, Länge 3 Minuten. Ich bin gespannt, wie lange das mal der Part dauert. Das letzte Mal irgendwie 30 Minuten. Das ist nicht ganz so geil gewesen. Ziele und Meilensteine. Schließt Ziele mal schnell und cool langsam und um Team zu verbessern. Und nun wird es Zeit für das Match, auf das sie alle gewartet haben. Team Kanada gegen HC Davos. Der ewige Kampf, der nun in eine neue Runde geht. Hier im zweiten Spiel des diesjährigen Spengler Cups. In der Valent Arena. Wie könnte es auch anders sein? Wir können gespannt sein, wie der HC Davos sich schlägt, trotz der aktuellen Situation. Wo es in der Meisterschaft nicht gerade sehr gut aussieht und dem Trainerwechsel und allem, was dazugehört. Ja, man sieht ja bereits, die Kanadier, obwohl sie ja eher eine Turniermannschaft sind und ein bisschen Mühe haben, immer ein bisschen die ersten Spiele so reinzufinden, weil es ja Kanadier sind, die sonst nicht zusammen spielen, geht es hier doch ziemlich actionreicher ab. Die Davoser, die Kanadier, sie haben beide ihre Chancen. Die Kanadier, ja, sie sind doch halt. Man merkt schon, das kanadische Eishockey ist ein bisschen was anderes. Doch jetzt sind die Davoser dran und da war ein kanadischer Stock im Weg. Ansonsten wäre das eine schöne Torchance gewesen. Und das schon im direkten Zuspiel zwischen zwei Davosern. Und da kam wohl der Stürmer aus Davos nicht richtig an den Puck ran. Denn der war ziemlich lasch gespielt. Bulli war dem kanadischen Keeper und da sind die Davos, sie versuchen es über die Bande mit einem irgendwie sehr seltsamen Pass. Die Kanadier versuchen es wirklich über die Bande und wird von Davosen abgefangen. Der Puck geht irgendwie verloren, die Davoser wissen zumindest nicht, wo er gerade ist. Doch, jetzt sind sie wieder im Sturmangriff. Sie formieren sich zu dritt, sie versuchen es über Nummer 10. Andres Ambühl versuchen sie irgendwas. Und 62 hilft mit und da kommt auch schon Nummer 19. Das war ein sehr schöner Schuss, der aber leider den Torhüter nicht ganz passiert hat. Da versuchen sie wieder über Pässe durch die Mitte und wieder Andres Ambühl, der Captain des HC Davos, versucht hier die Mannschaft in Führung zu schießen. Davoser liefern in den ersten Minuten gar kein schlechtes Gameplay. Sie geben alles, was sie haben. Es ist auch ein sehr schönes Spiel. Bisher muss man so sagen, wenig Unterbrüche, flüssiges Spiel. Jetzt geht es da aufs Tor der Kanadier zu. Davoser versuchen, eine Chance zu kreieren. Es gelingt ihnen sogar. Da kommt der Pass, kommt gleich der Schuss aufs gegnerische Tor. Es sind zu viele Kanadier, es sind zu viele kanadische Verteidiger vor dem Torhüter, als dass sie da wo irgendwas kreieren könnten. Und da bereits wieder die Kanadier im Vorstoß. Also versucht es alleine gegen 3 Davoser, kommt sogar durch, aber ist dann in den Torhüter leider fehl am Platz. Und da wieder eigentlich ein schöner Angriff der Davoser, wieder unterbunden von einem kanadischen Stock. Und da das Icing für den Unterbruch. Ja, man könnte sagen, wo ein Davoser ist, da ist auch ein kanadischer Stock.
Das ist natürlich nicht einfach für eine Mannschaft, wenn sie zwar schöne Chancen kreieren kann, dann aber immer wieder gestoppt wird. Hoffentlich lässt der HC Davos davon nicht mitreißen und kreiert noch irgendwelche Fouls. Das wäre jetzt gar nicht so praktisch, je nach unnötige Strafen zu kassieren. Nach sieht momentan nicht aus. Der HC versucht es wieder. Sie wurden zweimal versucht, es auszutricksen und... Ja, und wieder ein Spieler ausgespielt. Da kommt schon der nächste. Das sind die letzten Sekunden hier. Die Kanadier versuchen sie noch etwas. Versuchen sie es. Nein, da war plötzlich ein Stock der Davoser im Weg. Und plötzlich hätte er sogar ein Eigentor geschossen. Beide Mannschaften bisher spielen solide zurückhalten. Sie versuchen alles abzudecken, vor allem mit der Verteidigung. Tore bisher, leider noch keine gefallen. Es bleibt spannend. Gott verdickert sich doch mal, was ist denn das jetzt gewesen, ey? Ich bin nicht alle gegnerischen Spieler vorbeigekommen. Da ist doch einfach ständig ist da ein Stock von einem Kanadier dazwischen gewesen, ey. Alter, ich kotze im Strahlen, ganz ehrlich. Boah. Ich bin am Schöpli. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, hey. Schlagschüsse vom Tor entfernt. Fick dich, Trainer, ey. Ich weiß nicht, ob da noch der andere Quote drin ist oder jetzt schon der... Ne, der Harris Wittolin ist schon nicht drin, der neue Coach im HCD. Das ist erst vor guter Woche, knapp 1,5 Wochen bekannt worden. Oh mein Gott, ey. Boah, die Kanadier sind aber auch aggressiv. Alter Schwede. Okay, weiter geht's. Nach dem ersten Drittel steht es immer noch 0:0 zwischen dem Gastgeber und dem Team Kanada. Die Fans sind alle gespannt, wir sind es auch. Es geht weiter mit dem zweiten Drittel. Das geht an die Davoser, doch irgendwie verlieren sie den Puck in der eigenen Zone, also durch alles anderes praktisch ist. Die Kanadier sind wieder im Angriff. Versuchen sogar zweimal auch das Tor von Anders Lindbeck, aber sie können ihre Chancen nicht verwerten. Und die Davoser ihrerseits versuchen es auch. Mit einem eigentlich guten Schuss, auch von der Lage her ins obere linke Eck, aber der japanische Torhüter, der weiß auch, wie man die Pucks fängt. Natürlich in die Richtung, wo der Fanghandschuh liegt. Da geht selten einer rein. Selten. Doch nun das Bulli vor der Kanadier, dem kanadischen Torhüter. Aber es geht auch in den Kanadier und somit geht es direkt wieder auf das Tor der Davoser zu. Das Spannspiel funktioniert, der Kanadier und der Schuss hätte auch reingehen können, doch Anders Lindbeck hält sein Tor für Davoser. Davoser versuchen sie ihrerseits auch, doch sie werden von den Kanadiern gestoppt. Sie kommen nicht an der Abwehr vorbei. Es ist fast schon zu verzweifeln für die Davoser. Sie können machen, was sie wollen, sie kommen und kommen einfach nicht vorbei. Im Gegensatz zu den Kanadiern, sie kommen zu einem Verteidiger vorbei, den ganzen Spielern, aber nicht am Torhüter. Das sind die Davoser, die versuchen. Sie versuchen mit dem Bande zu spielen. Sie versuchen eine Situation zu kreieren. Ja, die Pässe sind nicht ganz genau genug, zumindest nicht genau genug für die Kanadier. Sie können die Spielweise der Davoser offenbar lesen wie ein offenes Buch. Und da sind wieder die Kanadier im Abschlussversuch. Doch auch diesmal hat Anders Lindbeck gehalten. Jetzt Nummer 17 der Davoser versucht es. Alleine mit Anders Ampel und zum zweiten Mal hinterher. Auch da kann selbst der beste Torhüter der Welt nichts mehr halten. Der Tode der Kanadier geschlagen durch einen Dreifachangriff des HC Davos. Offizieller Torschütze, Nummer 18, Inti bei Stoni. Mal kurz anschauen. Ja, das war doch wunderbar. Abpraller, unverwertet. So muss das sein. Verteidigung ausgespielt. Wunderbar. Einfach wunderbar.
Noch etwas mehr als 9 Minuten zu spielen im zweiten Drittel. Und der HC Davos geht verdient mit 1 in Führung. Dort die Kanadier, sie brennen auf den Ausgleich. Verständlich. Was können die Davoser da entgegensetzen? Sie versuchen es über die gegnerische Bande wieder mal. Es gelingt sogar, sie können sich leicht festsetzen. Aber die Abschlussversuche sind nicht mehr so gut wie auch schon. Direkt vom Torhüter ist natürlich schwierig. Man hat nicht so viel Platz, um einen Schläger zu positionieren. Und, der war knapp. Der hätte auch reingehen können, das war und schon wieder, ja, die Davoser, jetzt drücken sie, aber jetzt drücken sie richtig, sie wollen das zweite Tor, sie wollen die Führung ausbauen. So, wieder die Kanadier im Vorstoß. Ja, sie versuchen es durch die Schoner hindurch, beziehungsweise einfach aus der größeren Distanz, verständlich. Denn die 1-0-Führung der Davoser dürfte ihnen ein Dorn im Auge sein. Doch bei einem so starken Andres Lindbeck, da dürfte es... Ja, da wird es mehr brauchen. Viel mehr. Um so einen Torhüter zu bezwingen. Davos haben das wohl lieber gewonnen. Aber bereits der Kanadier wieder im Puckbesitz. Und ein alleine vor Andres Lindbeck. Das war knapp. Das hätte auch schief gehen können. Davos wieder im Sturm unterwegs. Ausgetrickst. Und da ist ja der Abschlussversuch. Da ist wieder der zweite im Weg. Es bleibt dabei, wo ein Davoser ist, ist auch ein kanadischer Stock. Oder ein kanadischer Torhüter, je nachdem. Die Kanadier versuchen es wieder, sie können sogar einen gegnerischen Verteidiger Davoser ausspielen. Und da wieder der Schuss aufs Tor, aber zu unpräzise. Kein Problem für den Davoser Torhüter. Und da ist auch das zweite Drittel vorbei. Ein Drittel mit Höhen und Tiefen auf beiden Seiten. Doch die Führung des HC Davos geht trotz allem in Ordnung. 1:0 nach 2 Dritteln für den HC Davos. Boah, das hat sich immer noch nichts geändert. Ich glaube das einfach nicht. Immer noch überall ist da ein Kanadier im Weg. Hat doch der 1 so super ausgespielt gegen Ende von dem zweiten Drittel. Was passiert? Er steht direkt vor mir. Boah, und blockt meinen Schuss. Das ist einfach unglaublich. Ich komme Krisen über. 1:0 steht ist natürlich schön, aber wenn Kanadier so weiterspielen, dann die sind teilweise sehr, sehr nah und gefällig mir ein Drittel drin. Das Problem ist, ich bin nicht so einer, der gerne da irgendwie Fouls provoziert und so, weil eine Unterzahl spielen. Ich meine, klar, Davos ist eigentlich stark im Boxplay, aber nee, wenn ich es vermeiden kann, würde ich es gerne vermeiden. Okay, Zeit fürs dritte Drittel. Die Gastgeber führen so mit 1:0, aber den Fans ist das noch nicht genug. Sie brennen darauf. Und das dritte Drittel und hoffen natürlich, dass ihre Mannschaft den Sieg nach Hause bringt und natürlich noch ein bisschen höher gewinnen kann. Wir werden sehen, die Kanadier werden garantiert nicht aufgeben. Davos versucht mit neuen Strategien einfach den Puck ins gegnerische Drittel bringen und schauen, was dann passiert. Kann funktionieren, muss aber nicht, vor allem wenn die Kanadier so aggressiv spielen und ja, immer halt wieder einen Ausgleich suchen. Die Kanadier setzen sich ein Drittel fest. Ja, aber auch hier gilt das, was schon leidige Rezept am heutigen Abend, wo ein Kanadier ist, da ist auch ein Davoser. Das war jetzt aber ganz, ganz eine heiße Situation. Das hätte wirklich auch ins Auge gehen können für den HC Davos. Doch der Torhüter hält. Und was er hält. Und leider am Abseits für den HC Davos. Da sieht man sehr, sehr gut, wie knapp das war, wie Andres Lindbeck noch reagieren konnte. Das wäre ja beinahe der Ausgleich gewesen. So nah und doch so fern. Gewinn für Team Kanada. Sie versuchen es im Alleingang. Jetzt kommt ein zweites zur Hilfe. Sind sogar schon zu dritt. Und die Davoser konnten
durch ein Foul. Also sie haben zu viel gewollt, sie haben zu viel riskiert. Das sah mir sehr nach einem Beinstellen aus. Nummer 77, Bader. Ja, das war ein Beinstellen. Beinstellung für Thierry Bader. Schade, schade. Das heißt, 2 Minuten Strafe für ihn und Powerplay für Team Kanada. Ein Spieler mehr, 5 gegen 4 für 2 Minuten. Das könnte einen Ausgleich bringen. Allerdings wissen wir auch, dass Hearts Davos generell eine sehr gute Mannschaft ist im Boxplay, sprich im Unterzahlspiel. Wir werden sehen, was sie daraus machen können, ob sie sogar einen Konter machen können. Die Kanadier, sie schießen sich gegenseitig ab. Das ist natürlich auch etwas, was man selten erblickt. Vor allem hier im Weiland-Stadion, in der Weiland-Arena in Davos. Davos lässt sich ein bisschen Zeit, verständlich. Und sie kommen sogar zu einem Abschlussversuch. Und zwar ein Abschlussversuch, der nicht von schlechten Eltern war. Aber Davos ist klar, sie müssen das Boxplay irgendwie, die Unterzahlsituation irgendwie überstehen. Und wenn sie da halt ein paar Kurven mehr fahren als sonst, ist das nicht weiter verwunderlich. Jetzt haben wir schon einen Bully im gegnerischen Drittel. Davos ein bisschen nervös es scheint. Da mit dem Bulli hat das ein bisschen vergeigt. Und da haben sie aber schon die Unterzahlsituation überstanden. Davos wieder komplett. 5 gegen 5 geht's weiter. Aber Kanada. Das war wieder so knapp. Das war, glaube ich, der Abpraller beim kanadischen Mitspieler oder beim Davosern, bin ich ganz sicher. Und auch schief gehen können. Und das war ein schöner Pass nach hinten. Und der hätte reingehen können, aber der Torhüter stand leider in der falschen Ecke aus Sicht von Davos. Kanadier drücken auf den Ausgleich, sie wollen es unbedingt. Es gibt für sie nichts anderes. Sie versuchen jetzt alles Mögliche. Oben, unten, auf der Seite. Es gibt für sie kein Halten mehr. Davos müssen sich schleunigst was einfallen lassen, sonst könnte hier echt noch der Ausgleich kommen. Und dann vielleicht sogar die Führung für Team Kanada. Sie halten die Führung momentan noch. Jetzt versuchen sie selber mit einem Angriff. Ob das gut gehen wird. Sie versuchen es. Versuchen es immer noch. Ja, irgendwie eine Passsituation. Ich glaube, es sind irgendwie Mühe mit dem kanadischen Spiel, mit der kanadischen Verteidigung. Der war ganz, ganz knapp. Da war plötzlich ein kanadischer Spieler vor Anders Lindbeck, dem Torhüter des HC Davos. Was passiert jetzt? Was versucht der HCD? Versucht was ganz Neues. Ein Direktschuss, der doch, ich glaube, das war noch leicht abgelenkt vom kanadischen Verteidiger. Und nach Davos im Packbesitz und der hätte auch reingehen können. Also da stand der Torhüter glücklicherweise für ihn, für sein Team, für Team Kanada in der richtigen Ecke, ansonsten wäre er drin gewesen. Der Team Kanada im Angriff. Und ich sehe gerade, der Torhüter ist vom Eis im Team Kanada. Das heißt 6 gegen 5 Spieler, 6 Kanadier gegen 5 Davoser. Ja, das müsste es eigentlich gewesen sein. Komm, Davos im Angriff, einfach draufschießen. Und was war denn das für... Ja. Ich glaube, der Davos war überrascht, dass das Tor plötzlich leer war. Da hat sich irgendwie vermutlich, okay, jetzt muss man irgendwie den Torhüter umkreisen und dann irgendwie so, weil er alleine im Angriff war und plötzlich, weil er kein Torhüter mehr war, irritiert. Aber was soll's? Das war natürlich eine auch sehr lasche Verteidigung der Kanadier. Das muss bestraft werden. Und hiermit haben wir das 2:0, das verdiente 2:0 für den HC Davos. Es sind noch 30 Sekunden zu spielen. Theoretisch wäre der Ausgleich für Team Kanada noch möglich. Aber bei dem starken Torhüter der Davoser wage ich daran zu zweifeln. Da muss ich mich so ein bisschen zurückhalten. Verteidigung gut halten. Der Torhüter ist weg. Da wurde aber noch... er war zwar... das Tor war zwar leer, aber der Schuss wird noch abgelenkt von einem kanadischen Stock. Und das war die Schlusssirene. Dieses Spiel geht für den HC Davos mit 2:0. Ein verdienter Sieg. Kann man dann noch sagen. Natürlich schade für Team Kanada. Auch sie hätten
Ja, vielleicht einen Ausgleich. Sie hätten auch ein, zwei Tore noch verdient gehabt, aber Anders Lindberg im Tor von Hans Davos war einfach zu stark dieses Mal. Davos hatten auch ein bisschen mehr Glück, muss man zugeben. Boah, Halleluja, ey. Haben wir das doch noch eingebaut. Ich habe zeitweise nicht mehr dran geglaubt, ganz ehrlich. Und zu meiner Verteidigung, am Schluss, wo das Goal leer war. Also das erste Mal, wo es leer war, ich habe gar nicht geschnallt, dass das Goal leer ist. Und trotzdem habe ich eigentlich einen normalen Schussbefehl gegeben. Und er hätte eigentlich reingehen. Zweitens bin ich ein bisschen vorsichtiger gewesen und ich gesehen, okay, das Goal ist wirklich offen. Also ist leer. Darum ist er nachher auch reingegangen. So, und am Schluss, und er wieder nicht reingegangen ist, da ist ein gegnerischer Stock im Weg gewesen. Da haben wir jetzt nochmal, ja, schon gedacht, hey, bin ich jetzt, aber es ist ein gegnerischer Stock im Weg gewesen, weil der Böck ein bisschen komisch abgesprungen ist. Das Problem ist halt auch, es steht so oben links, Empty Goal, aber da sehe ich am Spiel nicht. Auf den konzentriere ich mich nicht, ich muss mich aufs Geschehen konzentrieren. Ich habe schon genug Mühe mit der ganzen Steuerung, also mit Steuerung, ja, um da klar zu kommen. Naja. Wie ich mal sage, 2-0 gewonnen, HCD. Ich hoffe, es wird dann auch im Real Life so sein. Ich habe so meine Zweifel, nicht nur weil Kanada extrem stark ist, sondern auch weil der HCD momentan ja, so seine Probleme hat. Und vor allem jetzt in dieser Situation haben wir doch ein paar Chancen Team Kanada gehabt und ich mir gesagt habe, okay, im Real Life da wäre drin gewesen. Egal wie gut ein anderes Lindberg oder auch ein Shield Sen im Goal vom HCD ist, der wäre drin gewesen. Insofern sicher auch Glück dabei gewesen mir. Ich würde trotzdem sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, beziehungsweise jetzt natürlich wieder auf Hochdeutsch. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich sehe gerade, wir sind bei 21 Minuten, das ist eigentlich für ein Spiel völlig okay. Wohlgemerkt, 1/3 3 Minuten, trotzdem dauert ein paar 20 Minuten, das ganze Spiel. Das ist schon heavy. Muss man mal so anmerken, es ist ziemlich heavy. Gut. Wenn ihr was seid, danke fürs Zusehen. Bis nächstes Spiel heißt, morgen gibt es das nächste, also am 27. Oktober, 27. Dezember, Mensch. Am 27. Dezember gibt es die nächsten Partien. Und ja, ich glaube, wir sehen dann auch Spiel beenden, ja. Wir sehen dann auch zum ersten Mal die Nürnberger Ice Tigers im Einsatz, beziehungsweise natürlich Thomas Sabo Ice Tigers. Ich glaube, das Spiel am Abend, kann das sein? Also müsste das zweite Spiel sein. Tag simulieren von HC Davos. Moment, ich würde gerne. Sind alle noch am 26. war? Interessant. S wie Sieg oder was? Eine Niederlage. Ja, wird wohl hinkommen, oder? Jo, kommt hin. Sehr gut, Freunde. Also dann, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und ciao zusammen.